Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Walking Dead Season 2 auf Pelzig. Der letzte Episode hat der Walter herausgefunden, dass man seinen Kumpel Matthew über den Haufen geschossen hat, beziehungsweise der Luke das gemacht hat. Und jetzt geht der Sturm so richtig los und die Windgeneratoren, tja, die sind außer Rand und Band. Und die Clay muss sich natürlich hier um die Techniker-Sache kümmern. Ist so klar. Der 11-Jährige, die weiß natürlich, wie das funktioniert. Okay. Das kriegen wir hier. Aber das wird wahrscheinlich ein paar Walker argelockt haben, nehme ich mal an. Okay, Carlos ist bei uns. Die Sarita ist, glaube ich, noch bei uns. Der Nick, ach. Der Luke ist mit dem Kenny weg. Gerade nochmal die Kopfhörer richten. Ja. Okay, ein einäugiger Walker und sei Spießgeseller. Ja. Nee, die Scheibe halten das wahrscheinlich nicht aus, ne? Juppala. Na dann, jetzt beginnt die Ballerei. Um es in den Worten von Austin Powers Goldständer zu sagen. Ah, na? Knödelst du da rum, du Widerling? So. Gerade sagen Clementine, das schießt doch in den Kopf. Okay. Nick können wir auch noch ein bisschen aushelfen. Wie sind die auf einmal so schnell appariert? Zack. Quatsch. Da ist nicht jeder Schuss ein Treffer. Das ist realistisch, finde ich. Ich kann nichts mehr machen. Okay. Scheiße, renn doch, Clementine. Okay, der Carlos. Der schießt sicherer. Hui. Nein. Boah. Okay, der ist aufs Gewehr gestürzt. Scheiße. Das Gewehr hätte ich ganz gern wieder zurück. Okay. Noch so ein freundlicher Walker. Was machen wir? Ja, das Gewehr, ne? Ja, dann mach, ach, greif. Greif doch, Clementine. Es geht hier um Leben und Tod. Mach. Holst du das Gewehr? Und jetzt hopp auf die Schniss. Hoppala, ja, das ist ein gewaltiger Rückstoß, ne? Das Messer. Messer. Wir holen uns das Messer. Und jetzt ins Maul rein, ne? Ach, wieder der patentierte Jon Snow Messerstecher-Killergriff. Scheiße. Noch ein anderer verletzt, oder? Oh. Oh. Hoppala. Ich bin immer wieder erstaunt von seiner Größe. Von seiner charakterlichen Größe. Das ist echt ein toller Mensch, der Walt. Ein sehr freundlicher Mensch. Boah, Mann. Okay. Die Glasdere hätten Walker-Angriff wahrscheinlich auch nicht wirklich ewig standkalter. Joja. Hoppla. MG-Schütze. Was geht denn jetzt ab? Vielleicht die Leute von Carver? Oder die Bonnie und ihre Familie? Carver. Okay, Carver ist Bonnies Familie. Herzlichen Glühstrumpf. Scheiße. Oh Mann. Howdy, folks. Servus, Schoppeschorsch. Where's Rebecca? Carver. Dumme Idee. Nice to see you too. Ja, das war klar, dass das kommen musste jetzt als Reaktion. Dumm von der Sarah wieder, die hat sich Moshe als potenzielle Geiselrei gestellt. Dann noch so ein rattegesichtiger Kompagnon, den braucht jeder böse Typ. It's you. Tja. Keep moving. Ach Mann, es hat natürlich wieder so kommen müssen. Es war so klar, dass sich das dermaßen zuspitzt. Manometer. Look at this place. Ja, schon schön, ne?
Ah, na, ist das war Visage? Ach, so ein Handlanger. Okay, der Alvin. Okay. Believe this fucking place, Bonnie? Power and everything. A lot of Da windows, runter. though. Bevor die uns sehen, ne? Fucking huge. Bill's gonna hate it. Now the rest of them could be anywhere. Mhm. Hier hat gewunken. Man, how the fuck are we gonna cover these guys and look for them too? Dann uke mal wieder rüber wie ein kleines Johnny, Äffel. cover that window. Der Johnny. Sie kann Walt anscheinend noch nicht mal mehr ins Gesicht gucken. Okay. Da ist der Typ wieder. Kann man ja nur du entlang. Okay, da war ich so vorbeischleiche gesehen in der Galerie. Hab beim Hintergrund gesehen, wo die Leute aufgereiht waren. Okay. Okay, der K war wieder. Der hat uns noch nicht entdeckt. Ja, der ist aber von erlesener Hässlichkeit, der Typ. Nett. Listen, I'm only gonna ask you once. Where's Rebecca? Sarah, look at me. Die Sonne kommt gerade wieder raus hier. Okay. Vielleicht sieht man es. Ach, an meiner Facecam, dass gerade heller wird. Our baby deserves to be Scheiße, raised gerade Carlos die in a Finger place gebrochen. safe. I know you're out there. And Alvin, and Luke, and the girl. This is real simple. You want this over quick. You all play nice. And show your faces. My dad, please. He'll kill him. No, Alvin. We gotta go down there. I can't do that. Back. Ja, aber sonst stirbt jemand. You need a doctor. No. Where's Luke and Kenny? Wir müssen Carlos helfen. We have to help Carlos. Only way to help him is to do what the man says. Ja, What about Luke and Kenny? Look at those guns. If we start shooting, and people are gonna die on both sides. noch ein Fingerle gebrochen. Nett. Find Luke. What the hell is she gonna do? And you heard him. Carver knows she's with us. Just stop! Don't hurt my dad, please! We're going down there. He'll kill you. Fuck you. Shoot him! Somebody just shoot him! Oh, Scheiße. Go get him. He'll kill him, Beck. Wir müssen He'll do it aufgeben. anyway. You don't know that. Okay. Say goodbye, Carlos. Don't look, Susie. Okay. Ich werde Luke und Kenny finden. I'll find Luke and Kenny. Stay here. God damn it. You never did listen. Ich hoffe, er bringt den Carlos nicht um. Let's see if I can get your attention. Aber wir gucken mal, dass ob wir das Blatt nicht vielleicht wenden können. Scheiße. Okay. Gehen wir jetzt mal raus und ich hoffe, wir finden irgendwas. Durchschauen Tür. Finden wir da irgendwas? Oder sehen wir die Szenerie? Verkloppt weiter hier der Carlos. Okay, aber umbringen wir dann erstmal nicht, hoffe ich. Ich hoffe es wirklich. Carlos ist zwar ein etwas komischer Typ, aber an sich ist es auch ein guter Mensch. Ich hätte ihn gern auf dem Gewissen, auf jeden Fall. Ah, der Kenny. Da ist der Kenny. Okay. Das ist der rattegesichtige Kompagnon, der Johnny. Dem können wir uns auch vorbeischleichen, oder? Handlanger. God damn, it's dark. So einen Kenny mag ich. Can't see. Wird auf jeden Fall ordentlich misshandelt dort drin. Scheiße. You alright? Okay, gucken wir mal, was der alte Eremite Kenny treiben kann. Wo ist Luke? Where's Luke? Hell, I don't know. He was whining about something or other, so I told him to take a hike. Okay. Okay, die sind jetzt rausgekommen. Fuck you, Bill.
Looks like they got everyone. Scheint haben sie alle. Can we take them? Naja, die sind wendiger, ne? Pretty clear shot on the one. Sie töten. Just a little bit to the left. You son of a bitch. Okay, Have to try. wir probieren es einfach. Das habe ich bisher so noch nie gespielt und ich mag's mal wissen. Okay. Rattengesicht ist tot. Scheiße. Aber ich weiß, dass es auch so oder so passiert, auch wenn ich drin bleib. Dann fällt der Schuss sowieso und der Wall stirbt eh. Man. Jetzt will ich nur, wie es passiert ist. But you ain't leaving me much choice. Scheiße. So here's what's gonna happen. I'm gonna march another one of your friends out here, and I'm gonna put a bullet in the back of their head. Or you can give up now. Your choice. Motherfucker. Scheiße. Ne, okay. Ich weiß auf jeden Fall, dass es auch so läuft, wenn man drin bleibt, dass der Schuss sowieso fällt. Over there. Und dass der Wall dann sowieso auch hingerichtet wird. Hi, Alvin. Oh oh. Bill, no! Tell him to stop! Kenny, stop! Okay, der Alvin mag ich nicht auf dem Gewissen haben. It's a tough shot. Ja, das ist ein schwieriger Schuss, wirklich. Ich denke, du sollst sein lassen, Kenny. I got a shot. Nee, Don't shoot. What? nicht schießen. Zu riskant. Könnte auch der Alvin treffen. Can't just give up. Kenny, he'll keep doing this. Think about Sarita. Ja. Kenny wird sich daran erinnern. Scheiße. We're coming out. Let's go. Okay. Where's Luke? Mist. Finally cut and run, huh? Why am I not surprised? I warned you. I warned you not to follow him. Look where he's led you. Ja, nicht so toll, ne? But you're safe now. Aber die Situation ist so oder so dieselbe irgendwie. Family. Ja, tolle Familie. Oh Mann. All right, round him up. We're heading back to camp. Huah. Der ist ein bisschen wie der Negan in der Serie, wo die Leute auch versuchen, von den Saviors abzuhauen, dass er die dann trotzdem wieder einsackt und dann zu Strafarbeiten mehr oder weniger oder zum Sklave-Dasein im Sanctuary verdonnert. Er erinnert mich so ein bisschen an der Serie Negan. Nur dass der Carvers Bild da die Stimme hat, ja. Klingt wie 2 Meter Reibeise vom Hardware, wächst. Oh, das war schon das nächste Mal bei The Walking Dead. Da habe ich die zweite Episode in 3 Folgen rauskaue. Gibt's das? Aber ich habe so wenig Zeit gehabt. Son of a bitch would have shot Walt no matter what we did. Well, I ain't going out like that. Not without a fight. Yeah, I know. Folks are sore over what happened. But let's remember, these are our brothers and sisters, and they all have a vital role to play in this community. They strayed from the flock, yeah. That don't mean they can't earn their way back into the fold. I don't mean we can't find it in our hearts to forgive them, knowing full well those who choose not to accept our love surely wish that they had. A storm is on the way. Boah. Ja, wie gesagt, ich habe nur Trophäe erhalten, Wiedervereinigung in Silber. Ja, wie gesagt, da kamen so viele Szenen auf einmal, so viele Sequenzen und so viele Sachen, wo man dann schnell hat handeln müsse. Deswegen sind die Episode hier ziemlich langweilig jeweils. Und da habe ich das in 3 Folgen jetzt rausgeballert, die Episode 2. Eingeteiltes Haus. Meine Entscheidung. Freundschaft. Hast du die Verantwortung für Sarahs Foto übernommen? Du und 50% der Spieler haben jemand anderes dafür verantwortlich gemacht. Okay, das ist wirklich auch 50-50, wie ich finde. Treue. Mit wem hast du beim Essen gesessen? Du und 61,6% der Spieler haben mit Kenny zusammengesessen. Lieber der alte Verrückte, den man kennt, als der friendly new stranger.
Ehrlichkeit. Hast du Walter die Wahrheit über Matthew gesagt? Du und 54,7% der Spieler haben Walter die Wahrheit gesagt. Also klar, ein bisschen mehr als die Hälfte ist wirklich auch aufrichtig. Das finde ich cool. Vergebung, nix Schicksal. Du und 57,7% der Spieler haben Walter überzeugt, Nick zu vergeben. Sehr gut. Muss ja nicht nochmal jemand unnötig sterben, wie ich finde. Tapferkeit, bist du gegangen, um Kenny zu suchen? Du und 45,8% der Spieler haben sich von Kenny helfen lassen. Wow, okay, die anderen haben wahrscheinlich die Schnelllösung gesucht und haben gesagt, okay, komm, das muss jetzt so sein, wir wollen das beenden, ich will, dass der Carlos nicht länger leidet. Ja, hoppla, jetzt habe ich irgendwas weggewischt noch. Schade. Kriege ich den Abspann wieder raus? Nee. Okay, dann bleiben wir noch wieder ein paar abschließende Worte zur Sache, während der Abspann hier gerade am Knödler ist. Und zwar muss ich sagen, ach, die Episode fand ich natürlich wieder großartig. Geil war auf jeden Fall, dass der Kenny dabei war wieder. Aber von Anfang an will ich eigentlich mal anfangen. Ja, die Sache ist, wenn du dich für den Nick entscheidest, dann bist du mit ihm in so einer Hütte. Und der ist dann nur dabei, sich hier kräftig zu gluckern. Und dann musst du irgendwie nochmal so eine neue Lebenswille überzeugen. Also das halte ich für ziemlich schwierig. Mit dem Pete fand ich das jetzt wesentlich cooler, muss ich sagen. Habe ich einmal gemacht, aber daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern, wie das war mit dem Pete. Jetzt weiß ich es natürlich wieder, wie es gelaufen ist. Und ich fand den Pete eigentlich auch wesentlich sympathischer als den Nick. Ja, zum Nick selber. Ich kann ihn ja nachvollziehen. Es ist ein nachvollziehbarer Charakter und ach, wie er halt reagiert. Aber es kann halt ein bisschen nerven, dass der so temperamentvoll ist, aber es ist irgendwie eine junge Version von Kenny, würde ich schon fast sagen. Ja, die ganze Gruppe vom Luke ist mir sowieso nicht so geheuer, muss ich ehrlich sagen. Allein schon auch wegen der Carver-Sache und dass das eigentlich Flüchtlinge aus einer Gruppe sind. Und dass sie dementsprechend halt auch viele Probleme mit sich bringen, wenn sie von dem Typ gejagt werden. Und Carver ist halt wirklich irre. Jetzt sehe ich doch auch gerade, Carver wird gesprochen von Michael Madsen. Seine reibeise Stimme. Der Carver wiederum finde ich großartig als Charakter. Der ist so ein sehr kluger Typ und hat halt auch sehr viel Menschenkenntnis und dementsprechend ist der saumäßig gefährlich, weil ach, der Typ hat. Walter wird von Kiff Van der Heufel gesprochen. Van der Heufel. Kiff, okay, scheint ein Holländer zu sein. Ach, interessant zu wissen, wie ich finde, oder zu sehen, wie ich finde. Ja, dann kommen wir nochmal weiter drauf zu sprechen. Wie ist dann weitergegangen? Die Sarah. Hier ist es ja leid. Die Sarah, ich mag den Charakter nicht. Die ist in Watte gepackt, die ist die ganze Zeit nur dabei, ihr Ding durchzuziehen und will die ganze Zeit nur heile Welt und die kriegt sie halt nämlich bei einer Plage. Man muss das Mädel darauf vorbereiten, wie es halt ist in der Welt und das versäumte Carlos. Wahrscheinlich aber auch, weil die Claire halt wirklich extrem sensibel ist und mit sowas nicht umgehen kann. Hat man ja auch zum Schluss gemerkt, wie sie dann auch gemeint hat, don't hurt my daddy und so weiter. Es ist für die zu viel. Das ist anscheinend für die zu viel Belastung. Special thanks to Bearface McBear. Der Bäre-Gesicht McBear, nicht schlecht. Ja, und der Carver, wie gesagt, großartiger Charakter. Ihr werdet in der nächsten Episode richtig viel von dem sehen. Es ist ein saugenialer, böser Charakter, wie ich finde. Ein richtiges Arschloch, was man so richtig hassen kann. Ja, dann die Sache mit dem Kenny, oder die Sache mit dem Matthew. Schade halt, dass der gestorben ist, war echt ein netter Kerl. Und es ist halt wieder so Walking Dead typische Sache gewesen. Sowas passiert halt leider immer. Und Mojo Jojo klingt irgendwie wie Aff. Mojo auf die Jojo. Alles klar, Momo. Die Tiere halt von Telltale Games. Zeus, Cat of the Gods. Ja, wie gesagt, es war natürlich abzusehen, dass sowas passiert. Irgendjemand muss halt immer durchsterben. Dann die Wiedervereinigung mit dem Kenny. Sehr cool. Ich mag den Kenny. Ist einer von meinen Lieblingscharaktere. Und wie ich finde, immer ein sehr nachvollziehbarer Typ. Und aber auch er scheint wirklich nicht ohne Reparatur da rausgegangen zu sein. Der hat wohl wirklich immer noch eine ordentliche Dachschade, der gute Mann. Und das werden wir auch noch sehen in den nächsten Teilen, dass der ziemlich hart an der Grenze zu geistiger Verwirrung ist. Oder schon das Tor durchschritten hat. Und dann natürlich die Geiselnahme durch Carver. Das hat ja so kommen müssen. Okay, jetzt sind wir durch. Und ich würde sagen, ihr liebe Leute, wir sehen uns dann morgen wieder bei der nächsten Episode. Ich will gerade noch mal kurz gucken, wie sie dann eigentlich heißt, die nächste Episode.
Die heißt Unter hohem Risiko. Da sehen wir uns dann wieder. Und bis dahin, machen's gut, ihr liebe Leute. Ist so gleich nur noch morgen dann. Also da sehen wir uns auch gleich wieder. Ich bin froh, dass ich das täglich publiziere, muss ich sagen. Ich bin sehr froh darum. Es macht auch unglaublich Spaß, The Walking Dead zu spielen. Und ich freue mich nicht nur auf Episode 3 Unter hohem Risiko, sondern ich freue mich auch tierisch auf Staffel 3 A New Frontier. Beziehungsweise im Deutschen soll es, glaube ich, Neuland heißen. Das werden wir dann sehen. Und ihr seht es dann an meinem Titel. Also machen's gut bis dahin. Wir sehen uns morgen wieder zu Kapitel 3 oder Episode 3 Unter hohem Risiko. Iron Yankee.